Ich han gehört, hört jeder Lied, das jeder kennt und jeder singt, auch wenn du mein Musik nix am Mut ist. Ja, wie Dave du gefallen bist, wie ramponiert du wieder küsst, nimm deine Herz und sing Halleluja, 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 Halleluja. Ja, wie sicher du da bist, wenn ein schwarzer Engel Ding sie da bündst, nimm deine Herz und sing Halleluja, 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 Halleluja. Du hast ein Leben im Sterben dir, alles gut im Jetzt und Hier. Der Himmel blau, so fick den Halleluja, 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 wie Dave du gefallen bist, wie ramponiert du wieder küsst, nimm dir ein Herz und sing Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nimm dir ein Herz und sing Halleluja, Halleluja, Halleluja. Brings in Bad Münstereifel. Oh, das ist so eine Band, da vergisst du sofort die Sorgen und bist wieder im Partymodus. Das tut gut in diesen Zeiten. Danke euch. Peter, ich weiß, ihr wart weit weg im Osten unterwegs bei Florian Silbereisen, habt aber gesagt, weißt du was, lange Anreise, egal, wir setzen uns ins Auto und kommen her, weil uns das wichtig ist. Warum? Weil das auch hier unser Zuhause ist, unser musikalisches Zuhause. Wir sind seit 20 Jahren hier, oder besser gesagt seit 30 Jahren unterwegs. Die Menschen hier sprechen unsere Sprache, das ist unser Zuhause. Das ist ein Teil von unserer DNA, würde ich mal sagen. Ja, und das merkt Von man hier. Die unserer Leute, Culture. sie lieben euch. Ihr wart ja schon auch bei der ersten Spendengala in der ARD dabei. Da hast du erzählt, dass es auch Leute in eurem Umfeld getroffen hat. Wie geht's Ihnen eigentlich? Der Thorsten, unser Backliner, der ist, glaube ich, kurz davor, wieder in seine Bude einzuziehen. Also erstmal ist der gerade Vater geworden, dann hat er einen Anbau gebaut in seinem Haus selber, weil Corona, man hatte ja Zeit. Als der fast fertig war, das Kind auf der Welt war, kam das Wasser und dann war die ganze Bude erstmal am Arsch, sage ich jetzt mal so. Ja. Sag es ruhig, wie es ist. Ja. Wir sind hier unter uns. Aber jetzt ist er kurz davor, wieder nach Hause zu kommen mit dem Baby und ich glaube, das Gröbste ist vorbei. Der wohnt bei Weilerswist, das ist ja eine ganze Meile weg, muss
mal überlegen, Ja. wie viele Menschen, wie groß das Gebiet war, wo die Leute echt abgesoffen sind. Und ich muss auch echt sagen, hier war ich noch nicht. Stefan und Kai waren hier. Ich habe mich das am Anfang nicht getraut, bin ich ganz ehrlich. Als ich die Bilder hier von euch gesehen habe, am Anfang im Fernsehen, konnte man auch in Köln, in Ehrenfeld nur heulen. Das war wirklich der Wahnsinn. Ging gar nichts anderes. Ich habe mich hier nicht hingetraut, weil ich echt gedacht habe, nee, das verträgt mein kleines Herz nicht. Ja, das tut echt einfach weh, genau. Dankeschön.